Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder mal bei Darko TV. Quarantäne Tag 2 heute. Ihr seht es, ich bin gerade ein bisschen posten. Ein bisschen Würstchen und Fanta. Ich weiss, es ist zwar nicht gesund, aber ich kann es halt gern. Und ein paar Fischli. Coroja, die sind geil. Habe ich gern. Mit ein bisschen etwas zum Dippen. Ne? Und ja, Brot und Frischhaltefolie. Frischhaltefolie ist gut für Sachen zum Frischhalten, wie es der Name schon so sagt. Und ich bin im Coop und habe gesehen, draussen es ist voller Leute. Überall sind Leute. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, höre ich sie schon draussen. Die Leute, die Kinder vor allem, den ganzen Tag höre ich sie draussen versammelt. Auf alle auf einem Haufen. Ich weiss jetzt auch nicht, wie gescheit das Ganze ist. Die Leute sind am Spazieren, am Rumlaufen, am Chillen miteinander. Keine Ahnung, es sieht so normal aus, wie jeden anderen Tag. Man merkt nichts von irgendwelchen Viren, Vorsichtsmaßnahmen oder so. Dass ich der Einzige, der mit Händchen, den ich heute gesehen habe, wenigstens, zwar ohne Schutz, nichts und so, aber Händchen hat er wenigstens angehabt, war der Mitarbeiter vom Coop. Ich habe heute das Bild entdeckt in 20 Minuten. Ist jetzt in dem Coop, wo ich bin, gepostet, nicht der Fall gewesen. Aber ich fände es wirklich eine gute Sache, dass das überall machen würden. So mit dem Plexiglas. Und ja, ich habe meiner Frau auch gesagt, sie muss leider immer noch arbeiten im Flughafen. Und ist halt das Resti und jetzt haben sie Takeaway daraus gemacht. Und trotzdem ist sie die ganze Zeit am riskieren, weil ständig kommen irgendwelche Leute und kleben die Biere so auf der Theke und spucken umeinander und so Scheiß, man. Ich habe gesagt, tun doch schützen wenigstens irgendwie einen Mundschutz, weißt du, der richtige mit dem kleinen Filterli. Aber das lassen sie nicht. Die Chefs sagen, ja, nein, dann wirst du quasi Kunden verschrecken und so. Und ja, aber ich weiss nicht. Weißt du, wenn sie schon gehen arbeiten und riskieren, infiziert werden und so, dann sollen doch wenigstens die Chefs Sicherheit gewährleisten. Masken und Handschuhe. Koffer, Pamir ohne Malen. Aber was willst du machen, ja? Für uns Selbstständige habe ich heute das Video zugeschickt bekommen. Es macht einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Hunderttausenden von üblicherweise in der Politik unsichtbaren, kleinen, selbstständig Erwerbenden, denen muss unmittelbar und sofort und unbürokratisch die Einnahmeausfälle vergütet werden. Und zwar sofort. Das Problem ist heute, dass Selbstständige kein Anrecht auf Arbeitslosengeld und Kurzarbeit haben. Es ist ein Systemfehler, der korrigiert werden muss. Da braucht es Hilfe, die brauchen Geld, nicht Kredite, die brauchen Geld, um überleben zu können. Sonst zerschlagen wir wertvolle Strukturen in unseren Gemeinden, in unseren Dörfern. Wir haben den Banken bei der Finanzkrise geholfen und die Banken, die können das. Die müssen jetzt auch helfen, dass die Unternehmer diese Krise überleben. Wenigstens redet sie mal über das. Finde ich gut. Weil es kann nicht sein, dass wir Selbstständige auf uns einfach geschissen wird und sagen, ja, es hat kein Gesetz halt und das müssen sie jetzt ändern und ein neues hinzufügen. Es hat geheißen, irgendwie ab morgen jetzt so eine Info-Hotline geben für Selbstständige, die sich mal informieren und anrufen können. Aber wenn es ja noch gar kein Gesetz gibt für das Ganze, für Entschädigung für Unschuldige, stimmt, wir sind unschuldig, für Selbstständige, dann müssen sie das halt neu machen, müssen halt ein neues Gesetz einführen für das Ganze, oder? Verstehen Sie? Ja, mal schauen, was passiert. Also ich bin gespannt und es bleibt nicht mehr übrig als abwarten. Sollst du machen. Hören ihr die Leute draussen? Ist krass. All draussen am Chillen. Ich kann mir vorstellen, der Zürichsee ist jetzt bumsvoll.
Obwohl es quasi geheissen hat vom Bund, es wird ausdrücklich empfohlen, die Heime zu bleiben, ausser das ist ein Notfall, man muss unbedingt zum Kollegen oder zum Verwandten, weil irgendetwas war, aber oder halt Lebensmittel einkaufen, aber scheint haben sie das nicht durchgesetzt. Es gibt keine Konsequenz. Also sie sind einfach nicht konsequent. Mein Gott, in ein paar Tagen kommt wieder so eine Bundesratssitzung und dann heisst es Isolation die Heime für alle. Und ja, was willst du machen? Das Bild habe ich auch heute gesehen in 20 Minuten. Ausgangssperre für alle. Weil der Virus ist sich rasend schnell am Verbreiten. Und es werden jeden Tag immer mehr und mehr. In der Zeitung habe ich heute gelesen, dass sie nicht mal mehr nachkommen mit Zellen. So viel sind es. Ich denke, das wäre schon das Beste, ja. Jens, das Selbstständige, habe ich gehört, heute auch von einem, habe ich ein Bild gesehen von einem frischen Tattoo und der Sieg ist immer noch am Tätowieren. Da habe ich ihm gesagt, du Kollege, Mann, was ist los? Was läuft mit dir, Mann? Ja, weisst, ich brauche Geld und so. Jeder braucht Geld, der selbstständig ist. Ich habe nicht versucht, das zu erklären. Er ist nicht allein mit dieser ganzen Sache. Und kannst auch nicht einfach weiter Leute gefährden mit Ansteckungsgefahr und einfach so, als wäre alles scheißegal, weiterarbeiten. Aber er ist halt voll am Arsch mit Geld und ihm bleibt gar nichts anderes übrig. Hätte jetzt der Staat, würde er uns finanzieren, dann gäbe es so Scheiße gar nicht. So Illegale, die sich einbeschliessen und trotzdem weiterarbeiten. Oder zum Beispiel auch Coiffeure, habe ich auch gehört, heute am Morgen auch von so einem, quasi, ja, mein Coiffeur hat offen, das ist mir egal, der Virus gibt es schon lange, hat sollen schauen und die Leute brauchen trotzdem einen frischen Haarschnitt. Mein Gott, für was habe ich euch gestern das geile Barber-Tutorial gemacht, damit ihr seht, wie ihr euch selber machen könnt. Schaut mal, tippetopp, hey, nein, Mann. Ich weiss auch nicht, Mann, was läuft. Eben, darum muss der Staat irgendetwas machen. Sonst gibt es halt die ganze Zeit nur so Scheiße, wo Leute eben illegal arbeiten und andere weiterhin infizieren. Und so hört der Virus nie auf und es gibt kein Ende. Hört ihr das? Ich wollte jetzt nicht filmen, ich wollte nicht zeigen, wo ich wohne. Aber es sind, ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kinder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Erwachsene und dort sind nochmal 3 Kinder. Schön, mal. Super. Wie gesagt, dann wird es auch kein Wunder sein, dass Ausgangssperre wird geben. Ich isoliere mich daheim. Ich gehe wirklich nur raus, wenn ich etwas Dringendes brauche. Aber jetzt einfach so sinnlos rumhängen, klar ist schön an der Sonne und es tut auch gut und so, aber ich wollte mich einfach nicht der unnötigen Gefahr aussetzen. Würde jeder so sein wie ich und einfach mal 2 Wochen nur daheim bleiben und chillen, dann wäre der Virus schnell weg. In anderen Ländern läuft es genauso. Aber eben, wer bin ich zum Urteilen? Chillet's doch daheim, Mann! Ist doch geil! Ich meine, bis jetzt ist doch auch gegangen, die ganze Zeit daheim sein und gamen. Und jetzt, wenn es nicht zählt, findet es auf einmal alle mega interessant, draussen hängen. Check ich nicht. Gamen, Mann! Habt ihr kein Pokémon zum Beispiel daheim auf dem Nintendo DS, Mann? Das ist das beste Game, wo je gibt's.
apropos Pokémon, es ist mir gerade etwas Geniales im Sinn gekommen. Schon lange nicht mehr gezeichnet, Gaffertami. Obwohl ich auch noch jenseits Aufträge hätte zum Fertigmachen. Aber das kommt schon noch. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich zeichne alle 151 Pokémon aus dem Kopf. Pokémon habe ich gamet seit klein an. Mit dem hat alles angefangen. Ich habe seit klein an sie immer gezeichnet. So hat angefangen das Ganze mit dem Zeichnungsbusiness später. Ich habe sie abgezeichnet, Comics gemacht und ja, dann ist mir das so im Gedächtnis geblieben. Mal schauen, ob ich heute noch immer alle kenne. Alle 151, die von der Starter. Heutzutage hat es ja irgendwie 1000 neu. Aber bleiben wir mal am Original treu. He? Also, legen wir los. He? So, legen wir mal los. Als erstes machen wir mal den Bisasam, das Pflanzen-Pokémon. Ist, wenn ich mich nicht irre, sogar Nummer 1 auf dem Pokédex. Mit seinen Ranken, der Rankenhieb. Ist nicht so beliebt gewesen, das arme Bisasam. Leider, weil es irgendwie am schwächsten ist, habe ich das Gefühl gehabt. Da ist Weiterentwicklung Bisa-Knospe. Da habe ich die Knospe so richtig verkackt. Ich glaube nicht, dass sie in Wirklichkeit so aussieht. Aber ja, ich mache sie aus dem Kopf. Ich habe keine Vorlage, nichts. Bisa-Flor, der ist einfach der fetteste von denen allen. Mit Warzen und so. Und eine Palme auf dem Rücken hat er, genau. Die nachher schön bunt wird. So rötlich, pink. Ja, noch ein bisschen. Der Shiggy, Wasser-Pokémon, ist auch einer von den Starter mit seinem Blubber. Das ist seine einzige Attacke, die er kann am Anfang. Er entwickelt sich nachher zum Shellac mit seinen lustigen Öhrchen da. Den Bauch habe ich auch ein bisschen verkackt. Eigentlich müsste es so Streifen sein, streifenmässig. Und nachher noch der Turtok. Den habe ich einen richtig geilen Sieg gefunden früher. Ist zwar jetzt auch ein bisschen lustig gezeichnet, aber so sieht er aus. Das da vorne stimmt auch nicht, was ich jetzt gemacht habe. Das mit den Knarren, das stimmt, das weiss ich. Knarren aus dem Rücken, wo er nachher Hydropumpe raussprayt, quasi aus sich raus. Ja, der war schon recht ein starker Hype gewesen. Und da haben wir Glumanda, das herzige Feuer-Pokémon. Der Weiterentwicklung Glutexo. Siehst, ich kenne sogar alle Namen. Verdammt sicher. Und der Glurak natürlich. Der ist einer der stärksten. Mit dem im Team hast du, glaube ich, nichts falsch gemacht. Der fette Feuerdrache mit den Flügeln. In späteren Editionen kann er sich dann auch, glaube ich, noch mehr weiterentwickeln. Irgendwie XY-Version mit Mega-Entwicklung und so. 1000 Entwicklungen hat es dann. Also jetzt, heutzutage. Hätte ich das mal gewusst, in diesem Alter. Hey. Da ist Pikachu. Das bekannteste von allen Pokémon. Pika. Da ist seine Weiterentwicklung Raichu. Den habe ich früher recht gerne gehabt. Habe ich cool gefunden. In der Serie hat sich ja Pikachu nie weiterentwickeln. Aber in den Games hast du das machen. Und das war eben cool. Jetzt kommt Raupi und Safcon. Und der wird nachher zum Smetbo. Das Schmetterling. In der Serie wird er dann irgendwann einfach mal freigelassen vom Ash. Richtig traurige Szene. Lässt er einfach sein Pokémon frei, nachher fliegt er weg. Jetzt kommt Hornliu und Kokuna und der wird dann zum Bibor. Das Bienen-Pokémon. Der ist auch cool mit diesen Spitzli. Hornissen. Oder was auch immer.
Jetzt kommt Digda und Dig3. Die Maulwurf-Pokémon, wo man nie ihren Körper sieht, immer nur die Köpfe. Da ist Dodu und er entwickelt sich zu Dodri. Einfach 3 Köpfe, also ein Kopf mehr nachher. Und das ist Anton und Entoron. Der ist einer auch von meinen Lieblings, der Entoron. Richtig geiles Sieg, hatte ich auch im Team gehabt. Dann kommt Phlegmon, die faule Sau, die nur rumliegt. Der wird dann zum Lamus, genau. Wenn Moschas quasi seinen Schwanz beißt, entwickelt er sich weiter. Ja. Jetzt mache ich noch so ein paar Shadings. Und dann kommt Magnetilo und Magneton, genau. Die mit den Äugli, die Magneten, die umeinander fliegen. Dann der Kleinstein, das Stein-Pokémon, der wird zum Georock. Ich glaube, jetzt ist es da ein bisschen abgeschnitten. Ich glaube eben, der hat 4 Arme. Und dann der Geowatz, eine Entwicklungsstufe weiter, der hat dann nur 2. So eine Kugel. Dann der Onyx. Oh, jetzt weiss ich, was ich vergessen habe. Sein Horn. Ich glaube, er hat das Horn. Ja, no. Da ist Retan und Arbok. Das sind die Bösen von Team Rocket. Die Schlangen. Das ist jetzt ein riesiges Seich. Der Sandan sieht wirklich nicht so aus. Der Sandamer, seine Entwicklung, die habe ich richtig verkackt. Das ist Tragosso, das Arme, wo die Mami verloren hat. Darum trägt es den Schädel auf dem Kopf. Das ist Knoga, Weiterentwicklung mit Knochenkeulen. Das ist Evoli. Das entwickelt sich in 1000 verschiedene andere Stufen, wie zum Beispiel Aquana, eines von meinen Lieblings-Pokémon. Das Wasser-Pokémon. Ja, es sieht jetzt halt einfach hässlich aus, weil ich es halt so schnell mache. Das ist Flamara und Blitza. Genau. Das sind die 3 Anfangsentwicklungen. Jetzt hat es natürlich noch viel mehr. Das ist Voltoball und Elektroball. Die Pokéball-Pokémons. Und der Relaxo, der ist ein geiles Sieg. Sieht ein bisschen aus wie ich. Würde man ihn vielleicht noch tätowieren lassen. Da ist der Arctos, einer der 3 legendären Vögel. Zapdos, Elektro. Und natürlich Lavados, Feuer, der Phönix-Pokémon. Und Taubsi kommt da, Tauboga und Taubos, nicht vergessen, Härtesieg. Also wenn ich richtig gezählt habe, müsste es zuerst 48 sein. Oh mein Gott. Noch nicht mal 100. Oh. Genau, einen habe ich mich jetzt noch erinnert. Sieht aus irgendwie so. Der Pantimos. Irgendwie so. Ah genau, Rossana, die jetzt auch noch. Jawohl, Rossana. Wegen der ist ein riesiger Skandal rausgekommen, weil sie halt so wie eine dunkelhäutige Frau aussieht. Schlussendlich haben sie, glaube ich, violett gefärbt. Da ist Habitak, der kleine Vogel, und Ibitak, seine Weiterentwicklung. Und dann kommt der Kikli. Ist auch ein geiler Sieg. Der kickt. Und Nocturne, die Fighter-Pokémon-Boxer, sind cool. Da haben wir Porenta. Mit dem Lauch. Und dann der Electek. Den habe ich richtig verkackt. Ja. Dann kommt Abra. Kadabra. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die aussehen. Ich weiss, der Uri Geller hat die, glaube ich, Pokémon mal verklagt. Weil da ist jetzt Simsala. Weil sie halt so Löffel haben. Und Löffel verbeugen. Aber ist, glaube ich, gar nicht durchgekommen. Dummes Sieg. Und ja, da ist der
wie heissen die? Maschok, genau, Mascholo, Maschok und Machomai, genau. Und da ist natürlich Schlurp mit der Riesenzunge. Ditto verwandelt sich in alle. Da ist Porygon, wegen Porygon hat mal so eine Folge gegeben und hat die ersten Kinder haben epileptische Anfälle bekommen. Dann mussten die rausnehmen. Menki und Rasaf sind da. Tangela. Und was bin ich da am machen? Oh Mann, wie heissen die? Das ist, genau, Mirapla und Duflor, Giflor, Parasek und Paras und Parasek. Genau, oben ist Carpador, der zum mächtigen Garados wird. Und dann kommt da der Sichlor. Und da kommt da. What is here? Verdammt. Ich mache eben da ein Voice-Over und ich sehe es eben nicht genau. Weil es wird mir so ein bisschen verdeckt. Da ist der Pinsir. Und Goldini, Goldking. Und dort ist etwas, da ist Muschas, wo zum Austos wird. Und da ist Europe und da ist der Jugend. Bonita ist eigentlich falsch, sie hat kein Horn. Und Galoppa, die Weiterentwicklung. Die Flammenpferde. Und da ist, glaube ich, Nidoran weiblich. Nidorina und Nidoqueen. Genau, vorher war der Nidoran männlich, Nidorino und Nidoking. Und da ist noch der Kingler, Weiterentwicklung vom Krabi, der links auf der Seite. Das ist Aerodactyl, das Antik-Pokémon. Da ist Pipi, die ist recht bekannt. Pummeluff und Knudderluff, genau. Jetzt kommt Pipi, die sieht etwa so aus, oder auch nicht. Und Pixie, die sieht auch etwa so aus, aber ich bin mir auch nicht mehr so sicher, 100%. Das ist Mewtwo, der Herr der Krieger. Und Mew natürlich, das legendäre Sterndu und Starmie. Ja, die Stern-Pokémon Quapsel, Quapuzzi und Quapo. Die sind auch noch lustig, interessant. Das ist ein Rhyhorn und Rizeros. Und das Stier Tauros, genau. Der Stier Tauros, Vulpix und Vulnona. So, liebe Leute, ich denke, das wären 151. Also, ich bin jetzt etwa 2 Stunden dran gewesen. Ziemlich viel am Überlegen gewesen. Ich bin kein einziges Mal auf Google gegangen und anschauen, wie die alle aussehen. Ich habe wirklich alles im Kopf. Ich weiss, sie sehen da ein bisschen scheiße aus. Und die es richtig kennen, die wissen es. Die kennen die Fehler. Und ja, ist doch schon mal etwas, oder? Wow. Ja, jetzt tun wir es ausmalen, oder? Mal.
zeichnen. Aber du musst! Los, zeichne weiter! Nein, ich mag nicht mehr. Du musst! Du kannst das nicht einfach so unausgemalt halbe Koffer, damit nochmal. No, jetzt hat es gerade aufgehört. Filmen auf einmal. Der Speicher war voll. Gott verdammt nochmal. Aber ich habe es jetzt fertig. Ich habe mich noch erinnert. Dratini, Dragonier und Dragoran. Tentacha und Tentoxa. die hätte ich fast vergessen eigentlich, ja. Ich glaube, das wär's, ja. Das müssten 151 sein, so viel mir alles im Sinn gekommen ist. Falls ihr jetzt doch etwas seht, wo ich vergessen habe, irgendein Pokémon, dann schreibt das unten in den Kommentaren, weil ich habe keine Nerven mehr im Fall. Nein, genug. Da seht ihr es nochmal. Ich war jetzt den ganzen Nachmittag an dem dran gewesen. Ungefähr 4 Stunden. 5 vielleicht. Ziemlich hässlich gemacht.
Aber ich glaube, das wären so alle die. Und man erkennt sie mehr oder weniger. Teilweise auch nicht. Aber ja, das wär's. Gut, liebe Leute, in dem Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zu der nächsten Episode von Zeichnen mit dem Darko. Darko TV. Heit. Ich will der Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Es wird durch das ganze Land. Suche das Pokémon und sie versteht, dass sie diese Macht verleiht. Pokémon, komm, schnapp sie.